Servus, Glück auf und endlich wieder herzlich willkommen zu einer FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zum Bundesliga oder vor dem Südschlager, vor dem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart. Zum Glück ist die Länderspielpause rum. Alto Belly, mich nerven diese Länderspielpausen hardcore. Aber gut, so ist es halt, ne? Bevor wir reingehen in die PK, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert gerne den Kanal, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Jo. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bums. Guck mal, der Max kommt noch reingeschlichen an der Seite. Ah, servus miteinander. Es gibt ihn wieder, den Südschlager zwischen dem FC Bayern München Guck mal, Dieter hat auch wieder gute Laune, läuft. und dem VfB Stuttgart. Morgen ist es soweit. Heute sprechen wir darüber mit unserem Cheftrainer und Sportvorstand Vincent Kompany und Max Eberl. Servus die Hand, servus euch und bitteschön. Croissant. Die erste Hand in die Höhe. Dann müsstest du wechseln oder bleiben wir Erste hier? Hand in die Höhe, hier ist er. Dann fangen wir an mit DPA Christian Kunz, bitte. Eine Frage an den Trainer. Wie geht's Upamecano und Musiala und wie sieht es sonst personell aus? Verletzte, Sorgen? Ja, grundsätzlich wichtig ist, die sind alle fit zurückgekommen aus der internationale Woche. Aber okay, um jetzt zu sagen, dass es für jede 100% möglich ist, von Anfang an einsatzbereit zu sein, ist jetzt noch nicht so. Das heißt, Jamal wird nicht dabei sein. Upa müssen wir noch schauen. Und, aber sonst, ja, die Jungs, die weg waren für die Nationalmannschaft, die sind fit zurückgekommen. Und in der nächsten Woche bekommen wir hoffentlich die volle Kader wieder fast. Dahinter ist Carrie Howe für Sky. Ja, Frage an beide. Was erwarten Sie jetzt für ein Spiel gegen den VfB Stuttgart und Max denn da für eine stylische Jacke an? Zusatz? Thomas Tuchel ist jetzt Trainer der englischen Nationalmannschaft. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen? Das ist dasselbe wie diese Vergleiche mit Thomas Tuchel, Alter. Ist Thomas Tuchel noch unser Trainer oder was sollen immer diese Fragen zu Thomas Tuchel, Alter? Ich weiß, wir sind alle gebrandmarkt von 1,5 Jahren, aber langsam ist auch mal gut, wa? Ja, ich glaube, Stuttgart hat schon gezeigt in vielen Spielen, was die machen wollen. Und wenn man das Spielverlauf sieht gegen entweder Mannschaften wie Hoffenheim und Mainz und wie die das dann machen gegen Real Madrid und gegen Leverkusen. Also es ist eine Mannschaft, die wollen immer ihre eigene Fußball spielen. Das hat denen auch erfolgreich gemacht. Das heißt, ich erwarte, dass sie das auch morgen machen wollen. Aber es ist sehr deutlich natürlich mit diesen Mannschaften, was die machen wollen. Die machen immer Druck sehr hoch und wollen auch immer fußballerisch die Lösung finden. Und dann haben die auch Spiele, die in die letzten 12 Monate sehr, sehr oft getroffen haben. Also ja, es ist eine gute Mannschaft und deswegen waren die zweite letzte Saison. Und deswegen wird es hoffentlich ein gutes Spiel in die Allianz. Arena. Und über Thomas, ja, der hatte in England ein ganz hohes Ansehen. Deswegen bin ich nicht überrascht, dass er jetzt da auch einen Top-Job bekommt. Und ja, schauen wir mal. Für Thomas super. Ich fange andersrum an. Und für den englischen Fußball, glaube ich, eine sehr, sehr gute Wahl, dass Thomas den Ich weiß ja nicht. Also ich meine, die Engländer haben schon den Spielstil von Gareth Southgate hart kritisiert. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Tuchel jetzt irgendwie gerade für den super offensiven Spielstil steht, oder? Wild. Ich bin da auch sehr gespannt, ob das so von sich. Ich wünsche es ihm natürlich, klar. England hat einen super Kader, also eine super Auswahl an Spielern. Also ich bin sehr gespannt, ob ein Tuchel da ein bisschen von seiner Spielweise abkehrt. Aber die ist natürlich super erfolgreich. Also wenn Tuchel was kann, ist es gerade. Ich kann ihn mir sehr gut als Nationaltrainer vorstellen, ne? Weil er gerade so diesen Turniermodus, so er stellt sich schon auf den Gegner ein, kann das gut analysieren und so weiter. Ich denke, das kann schon passen. Ist dann natürlich wahrscheinlich nicht der ansehnlichste Fußball, aber darum geht's am Ende des Tages nicht. Ne? Guckt euch damals Otto Rehhagel mit Griechenland als Europameister an. Also bei so einem Turnier ist es jetzt nicht das Ziel, du musst jetzt hier Samba-Fußball spielen, sondern das Ziel, das Ding zu gewinnen war. Und dafür denke ich,
ist Tuchel schon der richtige Trainer. Also mal sehen. Herausragender Trainer ist und den englischen Fußball aus dem FF kennt, das wissen wir. Und wir könnten ja auch spaßeshalber sagen, aber es ist wirklich nur ein Spaß. Declan Rice kam nicht hierher, aber jetzt geht er zum Declan Rice. Können wir ja so drehen. Wow. Nein, Spaß. Also aus deutscher Sicht gefährlich, weil wirklich mit der englischen Mannschaft und Thomas als Trainer schon ein sehr großer Konkurrent da ist. Und ja, das Wort Südschlager, glaube ich, gilt wieder. Ne? VfB hat in den letzten Jahren gezeigt, was für eine großartige Entwicklung er genommen hat. Wie Vini sagt, ist Also ich sag euch, wie es ist, ich fühle die Jacke, ne? Für die Jacke von Max. Weiter geworden in einer beeindruckenden Art und Weise. Es hat Spaß gemacht, dem VfB zuzuschauen. Ich kenne ein bisschen die Geschichte. Jetzt bist du im zweiten Jahr, jetzt bist du Champions League, jetzt musst du ein paar Dinge bestätigen. Aber das sieht momentan auch so aus und deswegen kann man wirklich von einem Südschlager widersprechen und wir freuen uns sehr drauf. Und 4 Antworten in einer Frage. Respekt. Ja. Mal drauf kommen. Julian Wolf für die Welt, bitte. Ja, guten Morgen an beide. Auch eine kurze Nachfrage zu Stuttgart an beide. Bei der Nationalmannschaft stellt Stuttgart inzwischen mehr Spieler, zumindest beim letzten Lehrgang, als Bayern. Und die Nationalspieler haben eigentlich alle gesagt, sie reisen mit breiter Brust jetzt hier zu diesem Südschlager. Deswegen auf den Punkt gefragt, was wird der Schlüssel sein gegen so eine selbstbewusste Mannschaft? Ja, klar, das zeigt, dass die sehr, sehr gut gearbeitet haben in den letzten Jahren. Ob das noch so ist beim WM, das schauen wir mal. Aber letztendlich, die waren letzte Saison erfolgreich. Diese Spiele sind offen gewachsen und das ist auch völlig. Aber für uns ist es auch gut, dass wir gegen diese Mannschaften in die Allianz Arena streiten können und dass die mit guten Spielen kommen. Das hatten wir schon erwartet. Ja, es ist wieder immer bemerkenswert, wenn andere Vereine einen guten Job machen. Und Alex Werle, glaube ich, und Fabian Wohlgemuth zusammen mit Basti Hoeneß haben da in den letzten, wie lange ist jetzt Basti da? 1,3 Jahre ungefähr, fast 2 Jahre, glaube ich, eine Idee entwickelt. Der VfB, wenn man sich daran erinnert, ist damals Deutscher Meister geworden mit Eigengewächsen. Jetzt haben sie sehr viele junge deutsche Spieler verpflichtet und haben sich diesen Weg wieder verschrieben. Und und das funktioniert in Stuttgart. Und deswegen ist es schon wirklich bemerkenswert und bewundernswert, was für ein guter Job da gemacht wird. Ja, kann man hier auch mal lobend hervorheben, ne? Ich denke auch, was da in Stuttgart wieder aufgebaut wurde, gerade auch im letzten Jahr, Hut ab, ne? Hut ab für diese Leistung mit den Anführungsstrichen kleinen Rahmenbedingungen, aber wenn man so mal in die Top-Riege der Bundesliga guckt, sind es wahrscheinlich noch kleine Rahmenbedingungen. Sind auf einem sehr, sehr guten Weg und aber man muss da auch mal Respekt zollen. Also der Fußball, den ich da letztes Jahr gesehen habe von Stuttgart, war sehr, sehr schön anzuschauen auch. Ne? Und wie man gesehen hat, auch sehr erfolgreich. Ja. Und ich erwarte ein interessantes Spiel. Ja. Und wie Vini sagt, die WM ist erst in 2 Jahren. Aber jetzt ist Stefan Kumberger dran für Sport 1. Ja, guten Morgen. Frage an den Trainer. Nach dem Spiel in Frankfurt gab es verschiedene Sichtweisen auf das Spiel. Max Eberl hat gesagt, es lag nicht am Tore schießen. Spieler wie Joshua Kimmich und Thomas Müller haben gesagt, wir hätten mehr Tore schießen müssen. Wie schaut Ihre Analyse aus jetzt 10 Tage danach? Ja, aber wir spielen morgen gegen Stuttgart. Ja, also will da jetzt nichts zu sagen. Ansonsten, du kannst ja natürlich beide Seiten sehen. Ja, sowohl als auch, Alter. Hättest du ein Tor mehr geschossen, hättest das Spiel gewonnen. Hättest du ein Tor weniger gekriegt, hättest das Spiel gewonnen. Also, das ist gupft wie getupft. Stuttgart, das heißt, klar haben wir die Analyse gemacht über nicht nur Frankfurt, aber die letzten Spiele. Wichtig für mich ist, wenn wir die Frage stellen an allen, wenn wir dieses Spiel 10-mal spielen, wie oft gewinnen wir? Also jetzt um alles Das fühle ich halt nicht. Ne? Das haben wir ja schon mal kurz angerissen. Das fühle ich gar nicht, diese Aussagen. Was ist, wenn wir das Spiel 10-mal spielen? Ja, heißt es, dass wir es 9-mal gewinnen? So, vielleicht treffen wir das Tor noch einmal weniger. Vielleicht fährt Frankfurt noch einen 4. Konter sehr gut und du verlierst das Spiel. Also, weiß ich nicht. Das fühle ich nicht, das sozusagen. Ja, so pauschal. Dafür waren wir dann auch nicht so maßlos überlegen, dass ich jetzt sagen würde, ja, wenn wir das Spiel 10-mal spielen, würden wir es 9-mal gewinnen. Ja? Das könnte man bei dem Spiel gegen Leverkusen, würde ich mich darauf ja noch einlassen, das war super dominant. Aber Frankfurt, das sah dominant aus, ja, ne? Gar keine Frage. Die ersten 20 Minuten war es auch super dominant, aber danach nicht mehr. Ja? Frankfurt hat genau das gewollt, was sie gemacht haben.
Ja, das lag jetzt nicht daran, oh ja, der FC Bayern ist super hardcore dominant, blasöls. Nee, die Frankfurter wollten genauso spielen. Die wollten hinten da sicher stehen und uns kontern. Ja, so. Und deswegen sah das Spiel dann auch so aus, wie es aussah. Und deswegen jetzt zu sagen, ja, wenn wir das 10-mal spielen, hätten wir es 9-mal gewonnen, fühle ich halt gar nicht. Ja, das sehe ich in dem Spiel gar nicht. Sorry. Nee, gehe ich persönlich jetzt nicht mit. Und ich mag diese Aussagen auch nicht. Das ist für mich Schönrederei. Was spielt das auch für eine Rolle? Wir spielen das Spiel halt nicht 10-mal, wir haben es einmal gespielt, das Spiel ging 3:3 aus, wir haben 2 Punkte verliegen lassen oder verloren, wie ihr es sehen wollt. Ja, Feierabend. Da muss ich dann nicht mit irgendwelchen Sachen anfangen. Ja, hätten wir das Spiel 10-mal gespielt, dann hätten wir es 9-mal gewonnen. Ja, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er Nasen gefangen, Alter. Umzudrehen jetzt auf einmal, dass es nicht perfekt ist, das wissen wir immer. Und das ist auch unser Job, diese Details besser zu machen. Und das ist auch unser Ziel, das bleibt unser Ziel. Aber letztendlich haben wir 100% das Glauben, dass wir auf diese Art erfolgreich werden. Und deswegen. Da gehe ich mit, da bin ich auch bei ihm. Ja? Wegen mir, zieh den Stiefel durch, alles ist fein. Ja, du musst an den Kleinigkeiten arbeiten. Wie gesagt, es war natürlich auch nicht zuträglich, dass man 3 Wechsel macht in der Nachspielzeit, dass man dann noch so super offensiv steht, anstatt zu sagen, stellen wir in der Mitte nochmal einen Defensiven mit hin in der Nachspielzeit. Da muss er auch lernen, ja, da muss er sich auch in die eigene Nase fassen. Aber natürlich auch der ein oder andere Spieler auf dem Feld. Ja. Aber da gehe ich mit. Das sind Kleinigkeiten, da muss man dran arbeiten, da muss man ein paar kleine Stellschrauben stellen. Alles gut. Ne? Ich gehe 100% damit. Wie gesagt, nur dieses, ja, hätten wir 10-mal gespielt. Scheiß fühle ich halt nicht. Deswegen freuen wir uns schon auf das nächste Spiel, hoffentlich auch die nächste Schritt. Und nochmals. Das werden wir dann jetzt direkt schon sehen, wa? Das Problem ist halt, was konntest du jetzt in den 10 Tagen machen? Gar nichts, weil kein Spieler da war. Ja? Die kommen, was weiß ich, mit guter Laune, schlechter Laune, leicht angeschlagen, ausgepowert von ihren Nationalmannschaften zurück. Ich bin sehr gespannt, ja, ob man da irgendwie was jetzt lernen konnte oder sonst was. Ne? Das Spiel wird sehr wahrscheinlich nicht viel anders aussehen. Ja, ich traue Stuttgart zu, dass sie ein bisschen mehr eigenen Ball haben wollen werden, ja, wie es Frankfurt hatte. Aber ansonsten vom Kontern her, denke ich, wird das jetzt auch nicht viel schlechter aussehen. Ich glaube immer, wenn ein Spiel so aussieht wie das letzte Spiel, dann gibst du dich selbst eine Chance, sehr viele Spiele zu gewinnen, und das werden wir weitermachen. Daneben ist Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Hallo zusammen, nochmal Frage personeller Natur. Hiroki Ito hat am Montag sein individuelles Training mit Schmerzen beenden müssen, ist danach in die medizinische Abteilung. Wie wissen Sie das? Ja, wir haben es gesehen. Und dann war die erste Auskunft, da würde keine Verletzung vorliegen. Jetzt haben wir ihn aber am Donnerstag auch nicht auf dem Trainingsplatz gesehen. Vielleicht, wenn Sie dann ein Update geben könnten, wie da der Stand ist. Ja, das ist ganz normal für eine Spieler, die, glaube ich, in der Vorbereitung noch eine Operation hatte. Das heißt, es ist manchmal ein Schritt zurück und dann wieder 2 Schritte nach vorne. Und ich war selbst sehr oft verletzt, deswegen weiß ich, das gehört manchmal dazu und wir bleiben einfach ruhig. Und es ist jetzt nichts Schlimmes passiert, aber wenn das nicht so offen war, dieses Training, dann würden wir auch nicht darüber diskutieren. Das ist total normal, dass es manchmal ein paar Tage wieder runtergenommen wird. Und dann geht es wieder weiter. Aber es wird nicht sehr viel ändern, glaube ich. Nebendran der Kollege aus dem gleichen Haus, ja, Heiko Niederer. Ich habe eine Frage an den Trainer und eine an den Sportvorstand. An den Trainer, es wurde zuletzt diskutiert, 3-mal nicht gewonnen. Sie haben es gerade so ein bisschen schon gesagt, nicht viel ändern. Gab es trotzdem mal die Überlegung, vielleicht doch ein bisschen defensivere Nuancen zu ändern? Nur die Frage, gab es die Überlegung oder kommt das gar nicht in Frage? Also spielt man auf jeden Fall so weiter. Und noch eine Frage an Max Eberl. Beim Thema Thomas Tuchel hat da der Finanzvorstand auch einen kleinen Jubelsprung gemacht, als er das gehört hat. Oder können Sie da ein paar Einblicke geben? Danke. Soll ich erst? Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe die Frage schon beantwortet, aber
zum zweiten Mal vielleicht, was für mich, ich komme aus Belgien, das heißt, wir sind normalerweise sehr pragmatisch, so ein bisschen ähnlich wie die Deutschen. Und für mich ist es nicht eine Sache nur vom Glaube, es geht darum, über was die Analyse gezeigt hat, dass wir in diese Spiele dominant waren, dass wir in diese Spiele viel mehr Chance hatten als die Gegner. Und letztendlich ist es einfach wichtig, dass wir natürlich, was besser sein muss, dass wir das jedes Mal wieder versuchen, wie sagt man, ein bisschen zu entwickeln. Optimieren, genau. Nicht, dass deine Wort schlecht war, aber optimieren, das passt besser. Nein, wir wollen das auf jeden Fall optimieren, aber ich glaube, wenn man objektiv bleibt, dann wäre das so blöd, das alles umzuändern jetzt, weil es ein- oder zweimal nicht geklappt hat mit dem Ergebnis. Nicht die Leistung, aber die Ergebnis. Und, ja, gehe ich 100% mit. Ja, bevor er weiterredet, gehe ich 100% mit. Ich bin auch keiner, der sagt, du musst jetzt das System ändern, du musst dies machen, du musst das machen. Wenn man die Spiele sieht, ja, nochmal, gerade so Frankfurt, kannst du natürlich dann in der Schlussphase sagen, ja, keine Ahnung, wir führen jetzt 3-2, Frankfurt ändert nichts an ihrer Spielweise, sie werden weiter auf Konter gehen, dann kann man natürlich sagen, komm, wir gehen jetzt hinten auf eine Dreierkette, wir bringen Palhinha rein, was ja getan wurde, der dann der Sechser noch davor ist, so, und man versucht den Ball mal ein bisschen in den eigenen Reihen zu halten und nicht da wie eine Schülermannschaft auf das 4. Tor in der Nachspielzeit zu gehen. Ja? Das verstehe ich unter Nuancen optimieren. Aber jetzt zu sagen, keine Ahnung, wir schmeißen alles über den Haufen, würde ich nicht. Ich würde es gerne mal mit einer Dreierkette hinten sehen, ja. Das ist aktuell noch nicht möglich. Das wird möglich, wenn Stani und Ito wieder da sind. Da bin ich sehr gespannt, ob das dann vielleicht eine Option wird. Ansonsten, klar, kann man natürlich darüber reden, ein Palhinha mehr zu integrieren, ja, der da vielleicht ein bisschen mehr Stabilität bringt zu der Innenverteidigung. Ja, gehe ich auch mit, aber das heißt ja auch nicht, dass ich alles über den Haufen werfe. Ja. Was das Spielsystem oder den Spielstil angeht, da bin ich 100% dabei. Alter, zieh das durch. Scheiß darauf, was dir irgendwelche Medienvertreter oder auch Fans einreden wollen. Alter, wir sehen supergeilen Fußball, wir sehen interessanten Fußball, wir sehen spektakuläre Spiele und alles ist gut. Ja, dass man nicht jedes Spiel aktuell gewinnt, Leute, der Trainer ist das 8. Spiel da. Ja, da muss man auch mal ein bisschen Ruhe bewahren. Wir werden weiter kämpfen, damit wir Spiele gewinnen. Aber wir glauben noch immer, dass wir in der Zukunft sehr viele Spiele gewinnen letztendlich. Und deswegen tun wir das. Ja. Dinge waren vorher geklärt. Also es ist kein neuer Stand. Ganz genau. Nein. Ja, also es wäre ja jetzt wohl auch fahrlässig, wenn jetzt irgendwas nicht geklärt gewesen wäre, wo man Thomas Tuchel entlassen hat. Entweder hat man ihn entlassen, hat ihm eine Abfindung gegeben, hat gesagt, jo, du, alles gut, wir sind fein, wir sind raus. Oder aber man hat gesagt, ich zahle dir dein Gehalt weiter, bis du einen neuen Club gefunden hast und dann kriegst du das Gehalt nicht mehr. Ja? So. Das sind die beiden Varianten. Fertig. Also, und klar hat man das vorher geklärt. Also, und nicht, man freut sich jetzt, weil Tuchel einen neuen Job hat. Ja, wenn dann was geklärt. Ja, dann freut man sich ab dem 1.1., weil man dann sein Gehalt nicht mehr weiterzahlen muss, wenn man sich darauf geeinigt hat. Oder es spielt keine Rolle, weil man sich auf eine Abfindung geeinigt hat. Daneben Christian Kunz wieder für die dpa. Nochmal eine Frage an den Trainer. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sagen, sie haben endlich wieder Spaß im Stadion. Dank Ihnen. Wie empfinden Sie solche Aussagen? Katastrophe. Katastrophe. Also, nee, die mag ich gar nicht. Bin enttäuscht. Natürlich bekomme ich das mit sehr viel Respekt und also ich glaube nicht, dass wir also ich habe jetzt verstanden, auch wie wichtig diese Leute sind, nicht nur in München Fußball, aber in deutscher Fußball und das bedeutet was, aber letztendlich mein Fokus ist nur auf die Spiele und ich glaube, das ist auch mein Job. Die Spieler, die spielen und einfach sehen, dass wir jedes Mal wieder einen Schritt vorne machen und dass wir
wenn wir verlieren oder nicht gewinnen, dass wir ruhig bleiben, dass wir einfach weiterarbeiten, dass wir auch objektiv die Analyse machen und dann auch glauben an unsere Lösungen. Und wenn wir gewinnen, dass wir auch ruhig bleiben, dass wir weiterarbeiten und wieder besser werden wollen. Und das werde ich bis zum Ende machen. Das heißt, das ist in meiner Mentalität auch mein einziger Fokus. Und deswegen, wenn Kompliment kommt oder Kritik, ist es eigentlich in meiner Welt nie eine Priorität. Nur die Spieler und was ich machen muss mit dieser geile Gruppe eigentlich. Kerry Hau, wieder bitte. Ja, Leroy Sané hat die Länderspielpause hier verbracht. Bei wie viel Prozent ist er jetzt nach seiner Operation? Wie sehen Sie ihn aktuell? Was erwarten Sie? Und die Frage noch an Herrn Eberl, besteht weiterhin auch die Absicht, mit ihm den Vertrag zu verlängern? Also prozentuell ist es immer schwer auszudrücken, aber ich würde sagen, wir haben immer über das Kalender gesprochen. Ich kann mich vorstellen, dass in die nächste Woche, dass wir hoffentlich eine Top Leroy Sané bekommen werden. Also es gibt jetzt keinen Zeitdruck, aber wie das Kalender ist heute, kann ich mich schon vorstellen, dass wir hoffentlich eine Top Leroy Sané sehen werden. Seine Minuten werden kommen und dann wird er, in meiner Meinung, wird er zeigen, wie gut er ist, aber Zeitdruck gibt es hier nicht. Ja, das ist im Grunde das Entscheidende, dass Leroy für sich erstmal dieses Wohlfühl wieder hat, diese Möglichkeit hat, wieder auf dem Platz auch zu zeigen. Und wir sind im Austausch mit seinem Agenten und werden dann eine Entscheidung verkünden, wenn es was zu verkünden gibt. Aber das ist einfach dieser ganz offene Austausch, den wir miteinander haben. Ja, wegen mir, Leroy, hau rein, ne? Leroy, hau rein. Selbst wenn er jetzt überragende Leistungen bringen sollte, Leroy, hau rein. Ja? Klar, wäre es zu wünschen, keine Ahnung, wenn jetzt unter Kompany der erste Trainer wäre, der Leroy in den Griff bekommt, ja? Dass ein Leroy wirklich mal eine Saison durch eine konstante Leistung bringen kann. Aber das habe ich jetzt in 3 Jahren Bayern nicht erlebt. Also das ist für mich ein Spieler, der kein Bayern-Niveau hat. Er hat ein Bayern-Niveau, natürlich, wenn er in Topform ist, gar keine Frage, haben wir letztes Jahr gesehen in der Hinrunde. Dann hat er das, ja, aber ihm fehlt einfach die komplette Konstanz. Ob's an Lustlosigkeit, sonst was liegt, keine Ahnung, ist mir auch egal. Wir haben es 3 Jahre jetzt durchgezogen, jetzt in 3 Jahren nicht geschafft, mal ein Jahr lang super eine konstante Leistung zu bringen, auf hohem Level. Und da muss man einfach sagen, dann ist das für ein 20 Millionen Gehalt und für die Ansprüche eines FC Bayern zu wenig. Ja. Punkt. Entweder geht er mit dem Gehalt drastisch runter, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann in der heutigen Zeit. Dann würde ich sagen, alles gut. Dann kannst du den Spieler halten, wenn Kompany meint, er kriegt das irgendwie in den Griff. Ansonsten lass den Vertrag auslaufen, alles ist fein. Ja. Wir brauchen eine Änderung in diesem Kader und da gehört Leroy, da gehört ein Serge dazu. Da muss einfach frischer Wind rein auf die Flügelposition. Ja, sieht man ja jetzt an Michael. Ist ja auch nicht so, dass wir nicht in den eigenen Reihen schon was hätten, was diese Rolle auch ausfüllen kann. Also ja, meine Meinung ist da gleich. Ja, auch meine Meinung beim Serge ist so. Auch wenn Serge bisher einen sehr, sehr guten Job macht, auch da ist meine Meinung klar. Auch der bringt seit seiner Vertragsverlängerung, hat er nicht einmal irgendwie in der Saison konstante Leistung gebracht. Auch da, ja, müssen sich die Wege eigentlich trennen. Alle schreiben fleißig. Wenn jemand hochgucken will, dann schaue ich ihn an. No? Also, dann leider wieder zurück das Mikrofon, in Anführungszeichen Christian Kunz nochmal für die dpa. Ja. Danke. Also jetzt mal ernsthaft, es kann doch jetzt nicht so schwer sein, wenigstens ein zweites Mikrofon zu organisieren. Junge. Nur nochmal sicherheitshalber die Nachfrage, Musiala ist kein Kandidat für die Startelf oder gar nicht dabei? Gar nicht dabei. Und jetzt in die Mitte bitte nochmal Nicola Lehner für die Bild. Na klar muss er das letzte Wort haben, wie in jeder PK, oder? Was kommt jetzt noch für ein Knaller?
Noch eine Frage an Herrn Kompany. Bei den Stuttgartern steht Alex Nübel im Tor, der ja immer wieder gehandelt wird als potenzielle nächste Nummer 1 beim FC Bayern. Mich würde interessieren, gab es da schon eine Kommunikation zwischen Alex Nübel und Ihnen? Haben Sie ihn irgendwie im Blick? Und was halten Sie von ihm? Trauen Sie ihm diese große Rolle irgendwann mal beim FC Bayern zu? Viele. Natürlich gibt es. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt irgendeine Kommunikation gab in die Richtung wie, ja, Alex, nächste Saison, ne, bist du unser Nummer 1 hier. Das kann ich mir nicht. Aber wir hören mal, was er sagt. Viele Fragen in eins. Also in totaler Ehrlichkeit, Kommunikation noch nicht im Blick. Ja. Natürlich mit jeder Spieler, die verpflichtet ist mit Bayern. Das ist nicht nur Nübel, aber alle anderen Spieler, die jetzt auch ausgeliehen sind. Und ich glaube, wir verfolgen seine Entwicklung immer. Aber jetzt aus Respekt für das Spiel morgen auch, ist es wichtig, nur für ein klein bisschen zu akzeptieren, dass Alex Nübel Nummer 1 ist in Stuttgart und wir haben unsere Nummer 1 und das ist Manu Neuer und morgen will ich einfach, dass das FC Bayern gewinnt und alles andere ist jetzt noch kein Thema und wir freuen uns schon, dass er das so gut macht natürlich, das ist für uns auch sehr positiv, obwohl er nicht hier bei uns ist jetzt. Okay, dann freuen wir uns morgen aufs Spiel. Danke fürs Kommen, danke euch. Bis dann, servus. Gut, war zu erwarten, oder? War auch zu erwarten, dass er jetzt keinen Kontakt zum Alexander Nübel hat. Und selbst wenn er es hätte, glaube ich nicht, dass er es da jetzt sagen würde, weil dann wird Manuel Neuer ja gleich im Fünfeck springen. Machen wir uns auch nichts vor. Ja, Leute, ich bin gespannt aufs Spiel morgen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und danach steht ja auch schon Barca an. Wild, oder? Schlag auf Schlag hier. Leute, wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support hier. Ich wünsche uns allen natürlich morgen ein erfolgreiches und ein schönes Spiel. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.